Schöne gute Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich heiße euch alle guten herzlich willkommen auf diesem 23. Kongress von der Link heute zu Mama am Schloss. Ich habe mir so gelost, dass an der Regel Lokalsektionen dürfen D'entrée machen, die Ouverture von dem Kongress. Leider haben wir hier am schönen Westen keine Lokalsektion. Da meine ich, hat dann die Idee zu sagen, komme ich in dem Nummer 1 Podcast-Fan von Opposition, dass ich heute Ouverture machen kann. Zufällig und ich bin Adresse auch nicht so weit weg von heute. Ich komme ziemlich nah in eine Lokalsektion von die Link. Grund meiner Arbeit sind ich natürlich gewinnt für Leute zu schwätzen, ich bin aber heute ein bisschen mehr nervös wie sonst. Das hat einen speziellen Grund und ich gebe gerne den Grund mit dem Grund diesen Kongress erledigen. Und zwar bin ich ein bisschen nervös, weil ich stehe heute für eine Gruppe von Leuten, ein bisschen mehr kleiner par rapport zu anderen politischen Organisationen, die es fertig gebracht hat, die letzte Verfassung zu ändern. Und die Leute, die Firma stehen, haben mit ihren Meiern, die sie haben, mit den Leuten, die sie haben sie fertig gebracht, mit den zwei Sitzer, die sie im Parlament haben, eine Zweidrittel-Majorität zu kriegen am Lützburger Parlament. Wir können IWG und die Verfassung zu verankern. Also mit Fortschritt für die Fahrerstadt zu Lützburg einen guten Schritt befehlen. Und ich felicitiere wirklich alle Menschen dafür, den dafür geschafft hat, dem hauptamtlichen Staff, den das organisiert hat, den Deputierten in der Chambre, die das ein bisschen da an der öffentlichen Arena da, verteidigen, mit ihren rhetorischen Künsten, die sie da drauf haben. Und natürlich auch jeder, die sich dem Gruppe angeschlossen hat, für dieser wichtigen Kurs, für das wichtige Kurs dafür zu bringen, aber wirklich das Recht konstitutionell zu verankern und damit wirklich die Rechte für Frauen zu bringen. Und das Ganze, das muss man sich ja vorstellen, an einer Zeit von einem Glückfrieden. Das ist ja auch noch etwas, was ihr heute vergisst. Wir haben den konservativsten und den liberalsten Premierminister sitzen, den es manchmal Lützburg je gab. Und du dir Teil fertig gebracht, das an der Chambre durchzukriegen. Das ist wirklich immens und historisch. Und ich bin mir sicher, dass das heute noch Wertzüge geben von Arbeiten, von Sozialforschern oder von Politikwissenschaftlern, die werden das heute analysieren, um zu wissen, was da genau geschieht ist, aber wie das konnte passieren. Und ich denke, dass das heute, was die gemacht hat, vielleicht meint, etwas, was ich muss die nächsten Jahren weiter durchziehen durch die Organisation. Ich meine, das muss der Geist, den geschwirrt hat rund um uns, dass die muss weiter leben und weiter versuchen, konstruktiv zu schaffen, konstruktiv Reformen durchzusetzen, strategische Allianzen zu sichern, geschickt und auch wirklich clever zu kommunizieren. Wir können denen anderen Kräften entgegenzuwirken, die wirklich genau dagegen wollen, nämlich den sozialen Rückschritt. Und ich denke, dass das, was wir an der Regierung haben, dass das, was wirklich den sozialen Rückschritt ausmischt, dass der Luc Friede mit seinen Kollegen aus der Regierung, aus der Patronatsföderation, die wirklich just das wollen, die wollen Lützburg zurück an Mittelalter schicken. Und ich will nicht so viel an Details gehen von der gewerkschaftlichen Arbeit oder von Dossien, wo die sowieso auch dran sitzt. Sie wird Pensionen, wo sie anfangs gedacht hatten, sie geht einfach Pensionsreform abdrücken, für zu sagen, ja, es wird gerade noch Käse, wir machen dann dafür, nee, wir gehen nicht Beneficer unzappen von den Multinationalen oder von den Leuten, die wissen, wir haben, nee, wir gehen rüber auf den Terrain und wir gehen die Leute, die schon wenig schon, auch viel schaffen, wir gehen die Nacht mehr belasten, wir gehen auf Buckel auf ihrem Buckel die ganze Reform imposieren und versuchen, so mal das System zu retten. Und das geht nicht. Und das tun wir natürlich auch, wir alle Guten, einen kollektiven Erfolg mit Gewerkschaften, wie auch die Link, auch andere Akteure in der Gesellschaft, die sich da gewährt tun, am 21. Juni letztes Jahr für die Toten zu bremsen. Und da hat natürlich auch die Regierung, das tun sie natürlich nicht so zugehen an der Presse und dabei mit der natürlich ein bisschen den Schwanz anzählen und große Rückzieher machen, par rapport zu dem sie am Anfang wollen, hatten zu machen. Me die Gruselkeeten die weiter. Das sind nicht Pensionen. Da habe ich viel zu tun mit den Leuten am Handel, der Commerz, das sind größtenteils Frauen, die schaffen größtenteils Mindestlohn, und größtenteils sind das temps partiell und Leute, die just Teilzeit schaffen, natürlich mal nicht 40 Stunden Woche.
Und das oft, weil der Patron das nicht will, weil da recht erlaubt Leute, die am Anfang einen Ton partiell angestellt sind, natürlich 20 Stunden Woche, 16 Stunden Woche, 200 Stunden Woche. Gesetz erlaubt am Anfang der Patron, die Leute am meisten auszubeuten, weil sie viel mehr können flexibel geplant gehen, wie Leute, die einen Tonplan schaffen. Und dann ist nur das, was nur die nächste Tag von der Regierung, was am Anfang war. Und zwar kommen wir machen die Leute nach wie flexibel, kommen sie nach mehr schaffen, kommen so, sie kommen neues mit so schaffen, sie kommen Sonne schaffen, sie kommen schaffen während der Feiertag, sogar am nationalen Feiertag, wo sie dann ihren heiligen Nachholen die Leute dann an Kaktus schaffen gehen oder an der Sarah oder an H&M für Kleider zu verkaufen, wobei Gurke Business besteht. Das ist just eine ideologische Idiotie, die sie wollen durchsetzen am Namen von der Modernisierung. Mir ganz ehrlich, das ist keine Modernisierung, das ist wirklich ein Katapulttrick am Mittelalter. Und ich meine, die Leute, die sich mit den Sujet befassen, die wissen das, die kriegen das mit. Es kommen nach Idiosien, nach Sachen, wo man sich fragen, wie viel Fantasie muss ich haben, wir können so Ideen zu haben. Nur sagen sie, dass den Trepoen, die sie den Tag haben, die schaffen Leute die 11 Stunden, die sie zurecht tun, diese Reststunden 11 Stunden den Tag, an die 44 Stunden Woche, das ist mal nicht wie dich, mit 44 Stunden Woche, recht, ob Repos, so gut das wollen zugreifen. Du sonst in den Obes bis 10 schaffen könnt, die kann man so um 7 Uhr stunden. Das ist komplett legal. Das ist schon quasi gemacht und so nach Mai gedehnt, geht nach Mai flexibel gemacht, geht, für das die Leute wirklich schon, und das wirklich, das muss ich sich auch, da muss ich begreifen, dass die Leute am Handel, die schaffen, das sind größtenteils Partiellen, das ist nicht der Mindestlohn. Das ist ein Teil vom Mindestlohn. Ja, das ist richtig, das Rapport zu dem, was sie im Kontakt stehen und zu den Stunden, die sie schaffen, aber da kann ich niemals durchgehen, für irgendetwas zu schaffen, zu leben. Sie wird heute Lützburg, wie auch über der Grenze Frankreich, Belgien, Deutschland, also das, was nicht geht, also gut, das geht es attackieren. Und ich meine, du musst mal wirklich ganz, ganz warm umdrehen, was du die nächsten Jahre könnt, wenn wir nicht schon warm geduld sind, wenn es dem, was du letztes Moment geschieht ist. Das ist ein bisschen das, was der Kapitalismus ist, das ist das, was Kapital braucht, Ausbeutung, Kapital braucht, Leute, die ändert ihm stehen, sie können zu pressen wie ein Zitronen und die haben sich gedacht, ja, wenn Zitronen noch ein bisschen Jus wird, dann pressen wir einfach noch weiter, bis sie wirklich wirklich Jus wird. Da haben sie ein bisschen Versicht, die Manier durchzusetzen und du musst mir als Viren, als die Link, als Gewerkschaften, als andere Akteure in der Gesellschaft, muss man zusammen tun, für diesem Wahnsinn do en an zu bereden. Ich schwätze nämlich mit Gewerkschaft, den profitieren du von der Schweiz, dass alle da sind, nächsten Freitag, als der 1. Mai, und du also dann, wo es zählt, wo ich muss präsent sein, wo ich muss Präsenz weisen, wo wir werden do eigentlich all zusammen denke en masse können als Unverständnis und als nicht Unverständnis mehr als ein Refus beweisen von dem, was die Regierung als du will präsentieren. Und ich will nicht vom Mindestlohn geschwärzt, von den Reformen, die sie auch noch nicht wollen machen, zur Erhöhung vom Mindestlohn, wo mir so gesagt dass das nicht durchgeht. Und ich weiß auch, dass die Link schon für Jahre dieselbe Kommunikationen hatten, wie Gewerkschaften haut, und zwar, dass muss Mindestlohn strukturell erhöht gehen. Wir können plus minus die zu leben Lützeburg. Wir sind ja sehen, dass das so nicht durchgehen. Wir können anständig zu leben. Du siehst ganz andere Sachen, die müssen geschehen, dass wir können zu Lützeburg so, wir sind ein Land für die Leute, wir sind ein Land für die Leute, die ihre Wohnungen erschaffen. Ich denke, dass ich da ein Sujet kann abschätzen, die Schweizer aufzählen, aber das meine ich nicht, weil Zeit für mich auch heu lebt. Aber wenn ich von den Schwestern in der Gesellschaft schwätzen, ist das natürlich nicht nur die Leute, die ausgebeutet gehen an ihren ausbeuterischen Arbeitsverträgen, die sie im Terra haben. Natürlich sind das auch die Leute, die gut nicht tun, zu sabrieren, die, ich will nicht so denken, mit der Tischverbot, das ist ja etwas, wo ich noch mal oder nur schwach geht, aber denke, was dann heute geschieht, du wirklich auf die Allerschwester geklappt wird, wo gesagt wird, ja, die Leute tun nichts, wir werden sie aber noch bestrafen, dafür, dass sie nichts tun. Und dann natürlich auch die Leute vom Krieg fortlaufen, die bei uns abrisischen, die immer mehr schwer kriegen, die Schutz zu kriegen als Lützeburg. Und das ist natürlich ideologisch bedingt,
Das, weil die Leute, die bei uns studieren, nicht wollen, dass sie das können bei uns schützen, weil sie aus anderen Regionen kommen, weil sie andere Kulturen haben, obwohl wir selber schuld sind, dass sie dort fortlaufen. Also wir dürfen das nicht viel machen. Lützburg also Kompliz an all denen Konflikten, an all den Kriegen, die am Nahen Osten sind. Du hast es so, dass ich meine, das weiß jeder, was da geschieht. Aber Lützburg wird sich nicht gehen, die dezidieren bei uns, sie Komplizen. Und du hast nun als Link, als Bursch, als Progressivkraft, das als zu wehren und da wirklich Opposition zu machen. Und ich denke, dass dass das den einzigen schwer ist, den wir angeschlossen haben, letzten Monat mit der Sache von der Auftreibung, das muss auch den nächsten Moment auch an diese Sujet rübergreifen, für zu sagen, okay, wie kommunizieren wir, wie sensibilisieren wir, wie können wir Allianzen schmieden, für da auch Sujet noch viel zu bringen, an als andere durchsetzen, an als andere, das immer sehen, sind andere von der Masse, an das andere von den Menschen, die Geld tun. Der Krieg als ein Teil vom Kapitalismus. Ohne Krieg kein Kapitalismus, und ohne Kapitalismus kein Krieg. Das wissen wir. Und dafür denke ich, dass es etwas ist, was wir müssen eins sehen, dass wir müssen ein System bekämpfen, für das das Leid abhält. Und ich bin wirklich froh an dem Kontext, dass die Linke vor 4 Jahren eine klare Position hatten zu dem Genozid an Palästina, zu dem Genozid an den Attacken vom Kolonialstaat Israel gegen Libanon, gegen Westjordanland, gegen den Iran zu montieren, amerikanischen Alliierten. Und ich bin wirklich ganz froh, dass wir da klar Kante gewiesen haben und das natürlich ganz klar refusieren, die Weg mitzugehen und Druck ausüben, ob die Leute, die da als dezidieren, als Ministerin, als Politiker, für da wirklich Druck zu machen, für das dort einen Job hält. Ich weiß, wir sind natürlich klein, wir können nicht viel machen, wir sind aber manchmal viele Sachen, die wir können machen, mehr oder minder symbolisch. Und wenn wir schon mal nicht symbolisch viele Sachen machen, da sieht das ja schon, was die wirklich denken zu den Konflikten, dass das nicht ist, was sie wirklich viel interessiert, so wie uns. Dann gebe ich so los, heute zum Schluss kommen von meiner Ouverture. Es sind noch 2, 3 Sujets, die ich will kurz schwätzen. Ich schwätze mal nicht vom Logement, und ich schwätze mal nicht von der Klimakrise, vom Klimakollaps, weil ich heute keine Zeit habe, für die wichtigen Sujets umzuschwätzen. Aber auch bei all diesen Sujets das Kapital sind gefangen am Spiel. Kapital ist da immer echt die Handlanger und braucht das Beutel von der Natur, das Beutel von Menschen, die sich können vermehren, aber die sich können zu konzentrieren an den Händen von den wenigen. Und dafür sind die Sachen auch nicht Priorität bei unserem Land. Weil die Leute, die bei uns studieren, sind Teil vom Großkapital. Das sind Leute, die profitieren vom System, die profitieren davon, dass die Leute hoch sind. Die profitieren davon, dass Preise von den Häusern hoch sind. Die profitieren auch davon, dass Kriegers am Nordwesten, weil sie da können, auf der Bourse, auf ihren Trading-Plattformen Geld machen, an Kurzterm für sich zu bereichern und für all die anderen mehr zu machen. Ich will noch ganz kurz meinen Respekt ausdrücken, und zwar an eine Gruppe, wo ich indirekt bis zum Mal zu denen habe, und zwar habe ich während Covid von der Uni aus, da und über Visio, die Jung Link relanciert. Und das ist schon lange hier. Und ich bin wirklich froh, wenn ich gesehen, wie viele Leute da sitzen und da tätig auf den Terrain gehen und wirklich viel machen für die Link. Und das genau das, was wir damals wollten. Ich war damals nicht stark genug, für das durchzuziehen. Aber ich bin wirklich froh, dass ihr das wirklich umgehabt tut und das gemacht hat bei der Lummer. Und ich bin davon überzeugt, was die Regierung mehr schafft, was sie mehr möchte, was sie mehr durchzieht, was die werden immer mehr Member kriegen, auch von den jungen Leuten, die just darauf warten, für ein Alternativ zu finden zu dem, was ihnen da geschieht. Ich meine, es ist ganz klar bewiesen, dass wir eine starke Gauche brauchen. Wir brauchen eine starke Link-Opposition, ein gut organisierter Link, ein gut formierter Link. Formation ist auch ganz wichtig, dass man sich schon Psyche kann erschaffen. Wir können mit Leuten schwätzen und zu erklären, was wir gerade am Anfang machen, aber wie soll man das machen. Aber wir brauchen vor allem einen Link, die Herz zum rechten Fleck hat und die für die Menschen steht, für die Masse und nicht für die wenig, die ganz viel haben.
Und ich wünsche dir Stummer da einen ganz konstruktiven Kongress, einen ganz flotten Kongress an Rief Gosch auf Free Palestine. Und du kriegst ein bisschen eine Aufgabe zugeschickt, ich muss den Text für dir sehen. Ja, der Kongress kann aufhängen, das ist natürlich am Gange. Musste mir pur Administrativpunkte erledigen. Und am Namen von der Präsidenz von der Nationalen Koordination präsentieren ich hier das Büro, das Kongressbüro für Haut. Und zwar alphabetisch Reihenfolge den Jean de Moranville, Tessie Erpelding, Mara Martins und Cleo Thomas. Und hier, wenn man aufwahrscheinlich sieht, wie man was gibt, ein Akkord. Habe ich einen Akkord gesehen. Schon nun das Amen dafür aus. Stimmen dafür? Stimmen du gehst? Enthaltungen. Und dann, als das dann aktiviert, dann wird ich die Fälle, die schon genehmigt wurden, halt 4 Platz zu holen am Büro. Und dann wünsche ich viel Erfolg, euch viel Erfolg und schönen Tag. Merci. Leven Smile, ich wollte auch dir große Merci sagen für die Introduktion. Du hast eigentlich schon alle Enjeux, für denen wir stehen mit dieser Regierung genannt. Du hast eigentlich alles gesagt, was ich will sagen. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen Zeit heute angespurt. Aber ich meine, das war wichtig, für einmal zu weisen, wir haben hier Membern, die ganz genau an ihrem Alltag gesehen, was das konkret bedeutet, was die Regierung hier möchte, und was das für einen Impact auf die schaffenden Leute haben. Und da wünsche ich einen großen Merci und durch Smile. Dann noch liebe Genossinnen aus Trier, sowohl aus dem Stadtverband als auch aus der Fraktion. Es freut mich auch sehr, euch heute begrüßen zu können. In letzter Zeit haben wir versucht, grenzüberschreitend mehr zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig in Zeiten, in denen wir auf beiden Seiten der Grenze eine neoliberale, konservative Regierung haben, die mit allen Mitteln versucht, unsere sozialen Errungenschaften abzubauen. Und ich glaube, wir können noch viel voneinander lernen und tiefgreifende Erfahrungen austauschen. Und deswegen herzlich willkommen auch heute in Mama. Kolleginnen und Kollegen, der hat vielleicht schon de neue Matkrieg durch eine andere mit diesem Musikschwar, das gestern den 52. Anniversär von der Nelke-Revolution in Portugal war. Gestern auf dem Dach hat noch Braderie zu Diddling, wo wir Ehen verdeelt haben. Also sind noch die letzten Überreste. Es war immens schön, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Die Leute, vor allem portugiesische Mitbürger, haben sich immens gefreut, dass wir auch auf dem Dach Gedanken, was geschieht aus einer Geschichte, ob wir sind mit den Leuten ins Gespräch kommen, wie wichtig es doch heute noch ist, um die Revolution zu erinnern. Der 25. April ist aber genauso in Italien ein antifaschistischer Feiertag, wo die Befreiung vom Faschismus 1945 symbolisiert. Das ist Zufall, dass also Kongress das Jahr auf der Weekend vom 25. April fällt, mit das aber passend, weil beim Abkommen vom Rätseln, autoritären und faschistischen Tendenzen also geht es doch für uns Linkern ist immer mehr wichtig, als antifaschistische Tradition noch viel zu bringen und auch mehr hoch zu halten. Gerade an Zeiten, an denen europäische Konservativparteien immer mehr oft den Norden verlieren, rassistische Narrative fiedern, extremer Parteien mussten wir als Linker klare Rotlinien ziehen und das Verhalten immer nicht kritisieren und gleichzeitig als sozialistische Forderungen noch vorbringen, für so einen klaren und konsequenten Gegenprojekt umzubieten. Wir sehen in ganz Europa und nicht nur hier seit Jahren eine starke Vorrätsen und rechtsextreme Kräfte, eine Tendenz, die noch verstärkt wird, dadurch, dass Parteien aus der sogenannten Mitte probieren, das Narrativ von diesen Kräften zu kopieren und dadurch los den öffentlichen Diskurs immer mehr verschieben. Das frappante Beispiel, das war der Wort zum letzten Migrationspakt, wo
am EU-Parlament die DVP-Fraktion materiert extreme Parteiiert huet und dat mat ganz dramatische Resultate. Auf internationalem Niveau gëtt Völkerrecht a letzter Zeit immer mehr mat Face getrippelt und dadurch natürlich lös aber sicher ausgehirlecht. War den Aufschrei nach groß zu Recht, wo Russland die Ukraine überfallen hat, gouf um amerikanischen Überfall auf Venezuela und noch nun den Attacken auf den Iran für allem von Seite von der CSV aber relativiert. Ich zitiere, international Recht, ja, dieselbe CSV hat sich nicht gescheit, am Europaparlament zusammen mit den Rechtsextremen zu stimmen, für so die Lieferkettengesetz können auszuherrlichen, das endlich multinationalen, ob sozialen und ökologischen Fragen responsabilisiert hat. Dieselbe CSV hat auch kein Gen, gerade wie DP übrigens, für regelmäßig Salvien mit Vertretern vom US-amerikanischen Regime zu machen, einem Regime, den seit Mainz international Recht mit Face trippelt, dem sein Präsident Open mit Genozid dreht und die seine eigenen Bürger während friedliche Proteste auf der Straße erschießt. Das Koalition hat null Rückgrat. Aber weil der Business muss weitergehen, wird moralisch Integrität der wirtschaftlichen Interessen hergestellt. Kolleginnen und Kollegen, die aktuelle geopolitische Situation zusammen mit der neuen Militarisierungswelle, die durch Europa geht, ist natürlich besonders beunruhigend für die jungen Generationen. An so Zeiten ist es enorm wichtig, Jungen eine Perspektive zu geben und die Möglichkeit, dass sie das Gefühl haben, sie können sich wehren. Ich bin übrigens immens froh zu sehen, dass viele Junge diese Perspektive schenken, bei uns bei die Linke zu finden. Die Junge Linke ist zurzeit enorm aktiv, sie sind auch heute massiv vertreten im Kongress. Mit regelmäßigen Aktionen sind sie da und das mittlerweile sind sie von den internationalen Solidaritäts- und Friedensprozessen nicht mehr wegzudenken. Aber auch nicht nur da, weil sie sind noch auf einem ganz anderen Niveau aktiv. So zum Beispiel waren sie auch ganz hart gegen die Verharmlosung von häuslicher Gewalt beim Protest am Sit Frauen und Gender am Fußballstadion. Und da haben sie die Vertreter von der AWLF mal gelernt, wie die Plakate richtig liest. Das war auch mal eine gute Sache. Aber auch bei die Linke selber konstatieren wir seit Mainz in Zola für viele neue Memberinnen und vor allem für viele neue jungen Memberinnen. Das ist wahrscheinlich auf den aktuellen Kontext zurückzuführen, aber auch ein Resultat von den neuen Formen von Kommunikation und Mobilisierung, die wir in letzter Zeit ausprobiert haben. Und heute wollte ich eigentlich profitieren, unserem Staff Merci zu sagen, vor allem dem Ali und dem Moritz, die wirklich viel am Hintergrund schaffen, die sich weitergebildet haben, für so neuen Input zu kriegen und auch weiter neue Ideen zu entwickeln. Vielen Dank. Dass wir neue junge Leute anziehen, das leider aber mit Sicherheit auch darunter, dass wir Success hatten beim Organisieren vom sozialen Fortschritt. Den 28. Juni ist heute schon nur geschwärzt gehen. Wir hatten mehr zusammen mit der Gewerkschaftsfront, sind wir auf die Straße gegangen und haben unter dem Slogan Stopp den Frieden enorm viele Leute an unserem Block rassembliert. Da waren Leute in unserem Block, da waren die Jungen am radikalen Block, da waren ganz viele Member von uns auch noch an den Blocken von den Gewerkschaftssyndikaten mitgetrippelt. Die meisten waren dabei, so gesehen, wie viel wir waren, wie divers wir waren. Und wie viel Spaß auch jeder den Tag hat. Auch die internationale Solidarität wird den Tag gespielt und wir konnten Freunde von der Linke und von der France Insoumise begrüßen, die mit uns gegen die Regierungspolitik manifestiert haben. Wir waren zu viel, wir waren hart und die anderen Leute, die haben auf der Manif gemerkt, die Linke sind cool. Also größtes Succès, und da ist das Mal schon rübergegangen, den haben wir aber letzten Monat gefeiert mit der Ausschreibung vom Recht auf Auftreffung und Verfassung. Wer kann schon für sich behaupten, aus der Opposition heraus die Verfassung geändert zu haben?
Aufgrund von unser Propos als Lützeburg lo das zweite Land auf der Welt, das Recht auf Auftreibung an der Verfassung verankert wird und damit eine brandaktuelle Forderung von der Zivilgesellschaft realisiert, an den Frauen am Land eine gewisse Sicherheit bietet, dass das fundamental Recht oder Freiheit nicht mehr so einfach kann in den Wäsch geholt gehen. Ein sozialer Fortschritt Den Smile hat wieder gesagt, vielleicht wird er nur später hin geforscht gehen, wie das kommt geschehen. Ich meine, schon mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, dass der soziale Fortschritt in mir verschiedenen Umständen Mengen verdanken zu können. Und auf institutionellem Niveau natürlich die Macht, den Propositionen am Parlament angeregt, aber wahrscheinlich mit ganz vielen Deputierten hinter den Kulissen müssen diskutieren, für die nötigen Stimmen zu organisieren. Das kommt aber schlussendlich nicht mehr gelingen, in der Kondition, dass das Kräfteverhältnis an der Gesellschaft genauso klar ist und dass dadurch den Druck auf Deputierten so stark ist, dass sie eigentlich nicht können dagegen stimmen. Heike hat natürlich schon eine enorm viel Arbeit gelegt von der Zivilgesellschaft, von feministischen Organisationen wie dem Planning Familial, die sich schon seit Jahren für eine Stärkung und eine Erweiterung vom Recht auf Auftreibung angesagt wird. Als Linkbewegung war es uns Aufgabe, mit dieser Zivilgesellschaft zusammen zu schaffen, uns auszutauschen, Synergien aufzubauen und gleichzeitig auch die Leute zu mobilisieren, die noch nicht irgendwo organisiert sind. Dafür haben wir digital und analog Kampagnen gemacht, als Petitionen Tausende von Unterschriften gesammelt und auf einmal auf das Thema, das mir einfach an seiner Proposition de loi angeregt hat, breit an der Gesellschaft diskutiert. Und ab dem Moment stehen Chancen auf den Success schon gar nicht mehr so schlecht. Den Aufschluss von dieser wunderbaren Kampagne, das war den Public Viewing, den 3. März hier in der Chambre. Und die dabei waren, den Tag, die können bezeugen, wie schön und auch emotional der Moment war, wie das Resultat vom Wort genannt wird. Nimmen 12 Jahre nach der Entkriminalisierung vom Avortement, haben wir in einer konservativen Regierung das Recht auf Auftreibung an der Verfassung verankert. Das ist Lenkpolitik, die sich eben nicht just auf Institutionen fokussiert, mit Zivilgesellschaft mit Abend, auch von hier lehrt, und so die nötigen Kräfteverhältnisse an der Gesellschaft herstellt, und den sozialen Fortschritt wortwörtlich organisiert. Das ist der Weg, den wir weitergehen und auf dem wir auch aufbauen müssen. Dauerhaften sozialen Fortschritt, den werden wir nie vom Staat geschenkt kriegen, wir immer zusammen mit den Leuten auf der Straße zusammen kämpfen. Den ersten Schritt haben wir gemacht und die Erfahrungen an den Elan, die wir aus der Kampagne mitholen, will man auf weitere Sujets ausweiten. Die Logementskrise ist seit Jahren die Hauptsorge von den Leuten am Land. Mir nicht überraschend geschieht auch in dieser Regierung dankbar wenig. Mit der Host von den Zinsen gehen immer mehr Leute auf die Lokationsmarché gedrückt, die denen mit ganz niedrigen Preisen quasi unmöglich machen, überhaupt eine Wohnung zu finden. An der ganzen Zeit machen Banken ihre Rekordgewinn nur Männer. Während Ménagen mittlerweile bis zu 40% von ihrem Revenu müssen ausgehen, für überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, verdeelt die Regierung munter Steuerkarten. Während immer mehr Junker sich freuen, wo sie ein Kehr sollen wohnen, stehen tausenden Häuser und Wohnungen am Land idle, und das Bauland zurückbehalten, für so die Preise künstlich noch weiter rückzudecken. Wo bleibt der lang überfällige Loyerdeckel, den nun auch verdient wird? Wo bleibt die Strategie für die Bodenspekulation hier am Land endlich zu bekämpfen? Wo bleibt die Erkenntnis, dass Wohnen ein fundamentales Recht ist, und kein Objekt, den in einfach so freie Markt verhandeln kann? Der Non-Foutismus von der Regierung spielt die Gemengen an die Hand, die sich einfach können nicht verstoppen. Ich sehe es ja in meiner eigenen Gemeinde. Näherens als die Konzentration von Bauland an den Händen von ein paar Einzelnen so gut in der Sicht, wissenschaftlich in der Sicht wie zu Dietling. Die Wissenschaftler von dieser, die schwätzen von Dynastien, die Bauland über Generationen weiter verirren, um ihr Tier zu viabilisieren. Und trotzdem weigert der Schafferot, eine absolute Majorität von der LSAP übrigens,
weigert der Schäferrot sich Stadtbauland zu taxieren mit der Begründung, das müssen sie national machen. Wenn das nicht geschieht, dann steht er fein raus. Die Logementskrise hier am Land kann kein von denen große Parteien lesen, weil ihnen der politischen Courage fehlt, das Problem unter Wurzel zu packen. Kein von ihnen will und die asoziale Besitzverteilung hier am Land drohen. Die Link sind die Einzigen, die nicht fertig sich mit den Promoteuren und Großgrundbesitzer umzulehren. Und die wissen das doch ganz genau. Und die fertig ist, das müssen sie es nicht ja für Koten und den Hals schicken. Wir werden es aber nicht geben. Am Gegenteil, an der Geri, der wird ja nur nach Tobacco und Radmeis, da so alles vorgeholt für die nächste Monat. Kolleginnen und Kollegen, das Logement treibt viele Familien hier am Land an Verzweiflung. Mit das aber nicht den einzigen Armutsfaktor am Land. Weil zu Lützeburg ist noch immer das Land mit dem höchsten Working Poor. All 7 Personen hier am Land sind arm, trotz Arbeit. Und das ist auch wenig überraschend, wie das der Mindestlohn einfach unter der Armutsgrenze liegt. Bei der Präsentation vom Koalitionsakkord hat der Premier Frieden damals noch gemeint, hier ging dafür sorgen, dass Schaffen sich lohnt. Aber es lohnt sich auch für die, die schaffen lassen. CSV und DP, für ob den neuen Arbeitsminister Marc Spautz, die sich alle mit Statistiken schön zu rechnen, für den Mindestlohn nicht müssen strukturell zu erhöhen. Aber es geht hier nicht um Statistiken, es geht um Menschen. Menschen, die schaffen und die trotzdem nicht über die Runde kommen. Es geht um Frauen, die am Kommerz oder am Nettoyage schaffen, zu ganz prekären Konditionen und unfreiwilliger Teilzeit. Und das heißt, wie das mal doch schon gesagt hat, sie kriegen mal nicht den ganzen Mindestlohn. Es geht um hier Kinder auch, von denen all 4 am Land dem Armutsrisiko ausgesetzt ist. Weil ganz News Surprise, von den Eltern arm sind, da sind Kinder forcément auch. Aber wir wissen, was das mit einem Menschen möchte, wenn er regelmäßig Standards nicht zusammen kriegt, wenn er Mäues mit Zwischen erwascht und obst mit der Schlafe geht. Armut macht krank, sowohl physisch wie auch mental. Das heißt, mit der Decision von dieser Regierung, den Mindestlohn nicht zu heben und da nicht die Armut in der Wurzel zu packen und strukturell zu bekämpfen, mit der Decision verstärkt sie die sozial- und die gesundheitliche Krise hier im Land. Dann wird von der Regierung das mehr Sozialhilfe. Und selbstverständlich ist eine Sozialstaat da für die Leute in der Arm zu greifen, wenn sie am Besoin sind. Aber wie ist es dann möglich, dass eine Person, die eine Arbeit tut, überhaupt auf Sozialhilfe angewiesen ist? Ist als Wirtschaft nicht kapabel, Saläre zu bezahlen, von denen man dezent leben kann? Hun Sarah, H&M, Konzertpartner und Dussmann wirklich nicht die finanziellen Mittel für anständig Leben zu bezahlen? Und dabei beschweren sie sich andauernd darüber, dass sie kein Personal finden. Für was sollen noch, ganz ehrlich, Frontalien auf Lützeburg schaffen kommen, wenn Kaufkraft berengert, der Mindestlohn lohai mehr niedrig ist wie an ihren Ländern? Bestimmt nicht, weil den alltäglichen Trajet so agreeabel ist. Patronat hier im Land hat gerne Personal, wir wollen es nicht bezahlen. Betriebe wollen Benefis machen, mir nicht dafür sorgen, dass die Leute auch die nötige Kaufkraft tun, für sich hier Service überhaupt leisten zu können. Ich weiß ja nicht, das geht alles nicht so richtig, aber vielleicht müssen wir in der UL mal eine kleine Information anbieten, so zum Thema Economics for Dummies. Es kann ja Sinn, das bestreiten wir nicht, dass verschiedene Kleinbetriebe hier Schwierigkeiten Kinder kriegen durch eine substanzielle Erhöhung vom Mindestlohn. Wir sind ja nicht dagegen, die Betriebe gezielt zu unterstützen. Wir auch da müssen wir mal gucken, was wirklich hier Probleme sind, ob es wirklich Saläre sind, die den Betrieben zu schaffen machen, oder ob nicht vielleicht die Stadt Leute sind, die hier auch am Kommerz einfach ungebremst immer weiterklammen. Komischerweise habe ich noch nie hören, dass ein Herr Rackinger sich über die Leute beschwert hat. Vielleicht, weil er mehr noch und die Proprietäre von den Lokalen aus wie und den kleinen Restaurateuren und Coiffeuren. Die meisten Betriebe hier im Land können sich natürlich eine strukturelle Erhöhung vom Mindestlohn leisten. Sie wollen just nicht. Die PNCSV sind so hörig, dass sie alle gut schon den nächsten Ajustement kompensiert kriegen. Alle gut. Das heißt, die Leute bezahlen am Endeffekt hier Egepei. Der fiesten Rahmen von allen Kapitalisten.
Kolleginnen und Kollegen, die inhaltliche Blockade von dieser Regierung gegen den Host vom Mindestlohn ist ja schon eine Sauerei. Mir nach Ball mehr schlimm als die Form, wie sie das ganz duplickt. Lo haben wir einen neuen Arbeitsminister, den am Gegensatz zu dem Vierigsten ganz genau weiß, was er möchte, an den sich hier stellt, und ohne Skrupel den Leuten eine Indextranche und eine quasi automatische Anpassung vom Mindestlohn als eine strukturelle Erhöhung verkauft. Und das alles ohne für die Gewerkschaften geschwärzt zu haben, die einfach für ihre vollende Tatsachen gestaltet gehen. Hat die Regierung schon vergessen, dass letzte Sommer 25.000 Leute nur einem Abruf von den Gewerkschaften gegen Tierpolitik auf die Straße gegangen sind? Die Gewerkschaftsfront ist zurzeit die größte und stärkste Kraft aus der Zivilgesellschaft, die gleichzeitig den schlimmsten Attacken von dieser Regierung ausgesetzt ist. Der Luc Frieden hat nie ein Hehl daraus gemacht, aus seiner Opposition zu den Gewerkschaften. Und Michael Reckinger ging sich an die Faust lachen, wenn die Gewerkschaftsfront ging brickeln. Weil es sind an erster Linie Gewerkschaften, die zwischen der Regierung an dem geplanten Sozialaufbau stehen. Das ist übrigens auch als Responsabilität, nicht nur die Regierung zu kritisieren, mehr als ganz konsequent auf die Seite von denen zu stellen, die ganz konkret dagegen kämpfen. Auf 5. ist 1. Mai, und ich brauche nicht zu sagen, für was den Dach steht. An der aktuellen Zeit von den konstanten Attacken von der Koalition des CSV, der FDP und UEL gegen die Vertreter von den schaffenden Leuten ist es umso mehr wichtig, dass wir alle gut solidarisch sind. Der Premier wird ganz genau gucken, wie viele Leute den 1. Mai sich die Gewerkschaften anschließen. Kommt, wir verscheißen ihm sein verlängertes Weekend und wir weisen massiv Präsenz der Freude um 10:30 am Neumünster. Kolleginnen und Kollegen, die Regierung will nicht dafür sorgen, dass Arbeit sich lohnt. Sie ist nicht angetreten, für mehr Sozialgerechtigkeit zu schaffen. Ganz am Gegenteil. Während die schaffenden Leute mit Sozialhilfe solidarisch gestaltet gehen, und im besten Fall nach ihr eigenen Pay selber bezahlen, verdienen CSV und DP massiv Steuerkadone Betriebe erreichen. Der DDR, die noch draußen behauptet, sie gegen den kleinen Mann vertreten, unterstützt das Ganze und beschwert sich echt, weil es hier noch nicht weit genug geht. Der Klassekampf wird vom Patronat so hart gefordert wie schon lange nicht mehr. Aber wenn an so Zeiten an einer LSAP diskutiert wird, ob Kapitalismuskritiker Gewerkschaftsförderungen überhaupt noch an ein Grundsatzprogramm gehören, dann ist es umso mehr wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen, dass wir wissen, wo wir hier kommen und dass wir auch wissen, wo wir wollen hinsteuern. Wir sind als einzig konsequent an unserer Analyse. Wir haben kein EU-Direktiv gebraucht, für eine Erhöhung vom Mindestlohn zu fordern. Wir haben das schon gemacht, wo Rot-Blau-Grün nach der Gegend argumentiert wird. Wir haben schon für uns 10 Jahre einen Loyalitätsdeckel formuliert. Und wir sind noch immer die einzig mit einer transparenten Propos für unser Pensionssystem dauerhaft zu stärken. Wir sind das Sozialsprachrohr am Parlament und es geht darum, also auch strukturell so aufzustellen, dass auch die Leute draußen, die nicht auf Chamber TV abonniert sind, merken, was als Präsenz ihnen ganz konkret auch bringen kann. Den sozialen Fortschritt fordern, das ist einfach. Für uns zu organisieren, müssen wir auch selber organisiert sein. Wir sind am besten Weg, unseren Strategieprozess aufzuschließen. Schmengen sitzen heute sowohl Gründungsmember von Die Linke, wie auch Membern, die zu dem Moment, wo Die Linke gegründet wurde, noch nicht geboren waren. Die verschiedenen Perspektiven und Lebenserfahrungen müssen wir noch besser zusammenführen, für so eben die Bewegung weiter nach zu stärken, die als das Jahr schon ermöglicht wird, die Verfassung zu ändern. Wir haben schon mit neuen Formen experimentiert, wie auch unseren Conseil Politik, die soll weiter Platz schaffen für Diskussionen und Échangen auch noch zu stärken. Neben der internen Organisation muss man auch mehr die Leute draußen sehen, für mit ihnen zusammen neue Ideen zu entwickeln und das Kräfteverhältnis an der Gesellschaft weiter aufzubauen. Für das wir eben in Zukunft nicht mehr diskutieren, wie viel mindestens soll für seine Arbeit bezahlt gehen, aber wie viel maximal der von der Arbeit von anderen aufschöpfen. Für das wir nicht mehr über den Loyalitätsdeckel diskutieren, wir wollen eine konsequente Bekämpfung von der Bodenspekulation.
Und für das wir in Zukunft nicht mehr müssen darüber diskutieren, wie wir als Sozialarchive just verdedigt kriegen, wie wir den Kapitalismus überwinden und ein anständiges Leben für jeden garantieren können. Merci, Tassi, merci auch dem Smile an dem Carol, beim Smile an Carol, wenn ihn mit engagierten Gewerkschafter als Vierredner zu dienen hat, dann fällt es natürlich ganz schwer, dem irgendetwas nach Druck zu setzen. Schon evaluiert vom letzten Kongress bis heute muss man, wenn wir ehrlich sind, feststellen, dass die Welt kein besser ging. Das ist nicht mehr sicher. Der Genozid der Palästina wird neue Ausmaßen angeholt. Libanon wird bombardiert, riskiert, annektiert zu gehen, teilweise. Venezuela ist völkerrechtswidrig angegriffen gehen. Kubanisches Volk wird mit einer illegalen Seeblockade aushungern gelassen. An den Angriff auf den Iran kostet alltag unschuldig zivil Menschenleben. Löst weltweit Energiekrisen aus, riskiert diese Sommer oder Hirscht sich an eine Welternährungskrise zu verwandeln. Und die USA machen lo mal nicht mehr so, wie wenn sie nach irgendetwas mit dem Droit international zu dienen hätten. Ungefeuert von einem immer mehr geckischen Präsident, der seiner faschistoiden Milliardärsklick, der hier uniformiert Klepper Jurst auf Migranten machen, Leute erschießen, die sich solidarisch mit den Geschoten weisen. Akademische Forschung wird beschnitten, recht kurz erkämpfte Frauenrechte annulliert, LGBTIQ plus Menschen Guinness marginalisiert, kritische Stimmen mundtot gemäht. Aber währenddem geht den verdammenswerten russischen Angriffskrieg an Ukraine führen, Frontlinien, bougerende Metren, Molandianer Richtung, an erinnern am 4. Jahr vom Krieg immer mehr werden. Und noch bei uns in Europa sehen wir, dass die reaktionären Kräfte immer mehr stark gehen. Mal mit der Unterstützung von Trump, mal mit der von Putin, meistens von den zwei. In Deutschland, Frankreich und England sind sie an den Sondagen stärkste Parteien, in Italien sind sie schon untermischt. Natürlich hat den Eindruck, wie wenn ein faschistischen Tsunami über die Welt Rulle ging. Was machen? 1916 hat Rosa Luxemburg den Mot d'ordre geschaffen, Sozialismus oder Barbarei. Sie beschreibt alternativ zwischen dem Übergang zu einer sozialistischen Gesellschaft, also der Organisation vom sozialen Fortschritt, an dem Rückfall an Barbarei durch kapitalistische Krisen, Imperialismus und Krieg. Und das Smile hat für ganz richtig gesagt, Kapital braucht Ausbeutung. An dem Kapital, und das wird dort Geschichte gewesen, mischt sich ganz tags auch gerne zum Handlanger von Faschisten. Auch das gesehen wir. Was kann ihn also machen? Als Kleinpartei an ein kleines Land. Mit das, was die Linke auf immer mehr Plätzen an der Welt immer schon gemäht tun, an immer näherem verstärkt machen. Ob das zu New York ist, zu Kopenhagen oder zu Graz. Erstens, Widerstand organisieren. Zweitens, Alternativen entwickeln, glaubhaft vermitteln, für so drittens zu einer seriös zu holender transformatorischer Kraft zu gehen. Und das ist auch genau das, was wir heute zu Lützeburg an den letzten Monaten und Jahren probiert tun zu machen, parlamentarisch und außerparlamentarisch. Beispiel Palästina. 2016 hat Serge Urbani eine erste Motion an die Chambre angeregt, die auf dem Moment schon angeholt ist, für den Staat Palästina anzuerkennen. Es hat aber ganze 10 Jahre gedauert, wie nach immer auf Druck von uns und auch ganz viele Initiativen, auch von David aus seinem Engagement, dazu gekommen ist, dass am Hirsch letztes Jahr Palästina von der Lützeburgischen Regierung unerkannt ging. Und das wird entscheidend, Heiruna war, als das mit fertig tun, dass auch andere Parteien immer mehr
misse Pfäf bekennen. LSAP an die Gering, die 10 Jahre lang an der Regierung waren, missen Pfäf bekennen. Und das hat auch dazu gefordert, weil wir groß Allianzen sichern waren, gesellschaftlich, parlamentarisch und außerparlamentarisch. Und davon waren mehr als Lenk eng von denen treibenden Kräften, ob der Straße und an der Chambre. Wir vermengen, dass von Palästina haut von Lützeburg als Staat unerkannt ging, dass das auch an nicht so knapp auf Eisenersatz zurückzuführen ist. Mir hält nicht dummer darauf, weil die Morden und Kolonisieren gefährden. Palästina und am Libanon. Aber wir uns weiter dagegen, dass israelische Warbonds über den Finanzplatz Lützeburg verdrieben gehen. Aber wir uns gegen die Feischheit von der Lützeburgischen Regierung für Trump auf vorauseilendem Gehorsam zu kuschen, an die Lützeburger Spurkäse, also als Staatsbank, dem internationalen Gerichtshof Konten zumischt. Ein Skandal sondergleichen. Als Linker verteidigen wir Völkerrecht und den Droit international, weil, so mangelhaft sie auch sind, aber die Grundlage sind aus den Lehren, die aus der Barbarei vom Zweiten Weltkrieg entwickelt wurden. Aber wir uns auch dagegen, dass Kriegsverbrecher ungestraft davonkommen. Wir uns gegen die Impunität von den Mächtigen, egal ob an der Politik oder an der Wirtschaft. Mehr verteidigen die fundamental rechtlichen Prinzipien. Weil ohne internationales Recht auch keine Diplomatie. Aber währenddem die Militarisierungswelle über die ganze Welt rollt, sind wir noch immer der Meinung, dass man auch gerade zu Lützeburg an allererster Platz Kompanien von Diplomaten müsste rekrutieren und ausbilden. Das wir mal nicht, die als Landkind besetzen, am Platz gigantisch Summen aus dem Staatsbudget zu holen, für den militärisch-industriellen Komplex zu noch mehr Beneficer zu verhelfen. Kolleginnen und Kollegen, vor einem Jahr waren wir auf unserem Kongress am Anfang von der Mobilisierung von der großen Manif vom 28. Juni. Die CSVDP-Regierung hat zu einer Generalattacke auf den Sozialstaat geblosen, wie man sie an den letzten Jahrzehnten nicht gesehen hatte. Also das solidarische Pensionssystem sollte ausgehebelt gehen. Private Assuranzen sollten sich dumm und dämlich verdingen, und mehr alle Guten am Gegenzug dürfen ja aber 5 Jahre mehr lang schaffen müssen. So der Luc Frieden. Zeiten am Kommerz, des Mailand, Carol sind drüber gegangen, sollte komplett liberalisiert gehen, Buckel von den Leuten, besonders Frauen, die das schaffen. So der Luc Frieden. Also Gesundheitssystem sollte mehr lukrativ gemäht gehen für Privatinvestisseuren. So der Luc Frieden. Den assumierten Akklammen an eng Zwei-Klasse-Medizin. Und Gewerkschaften, also die Leute verteidigen, die schaffen, sollten ein Trickrat gebracht kriegen, an dem Sinne, dass Exklusivrecht, Kollektivverträge zu negozieren geholt sollte gehen. So der Luc Frieden. Und Kiest, autoritäre Kuch, Demonstrationsfreiheit, also die Möglichkeit, für dagegen zu protestieren, sollte massiv angestrengt gehen. So den Leon Bloden des Keier. Und heute kann ich sagen, den Horrorszenario ist nicht angetrat. Von all den Gruseligkeiten kommt kaum etwas durchgesagt kriegen. Und das hat mit der Gewerkschaftsbewegung zu dienen, und das hat mit dem Widerstand zu dienen, dem mehr mitgeholfen zu organisieren. Und das ist, denke ich, eine wichtige Erkenntnis von dem letzten Jahr, dass der Luc Frieden Hanno am langen Kalzung durchstung. Sein Handlanger, den Arbeitsminister Michaud, soll das Jahr politisch nicht überleben. Den Horrorszenario ist nicht angetroffen, weil wir es gewährt haben, weil wir eine Kraft wären, die hier einen Teil an der Organisation zum Widerstand offensiv gedrohen wird. Ob der Straße, das ist da. Aber auch am Parlament. An all denen Debatten wären wir die Einzigen, die von Anfang an eine klare Position hatten, die sich nicht nur um Wand gedrängt haben. Und eine Stimme als umso mehr kredibel ging, weil wir bei allem konkret Gegenvorschläge gemäht haben. Bei der Pensionsdebatte haben wir klar das Konzept präsentiert, was uns solidarisch Umlageverfahren stärkt, das Pensionsniveau von den kleinen Renten hecht, und gleichzeitig mehr sozial gerecht an der Finanzierung ist. Und en plus,
haben wir ausrechnen gelassen, dass wir mit unserem Modell, mit den Reserven bis 2050 gelost gehen. Bis heute sind wir die Einzigen, die ein kohärentes Konzept haben. Aus dem Luc Friede singen 5 Jahre, wie lange schaffen für jeden Verein, als er nur rauskommt, 8 Monate an Etappen für ein Viertel von den Betroffenen. Auch das als Rückschritt zwar, die man nicht verhindern konnten, aber wir haben etwas anderes fertig gebracht. Mit unserem ausgerechneten Modell sind wir beinmal zu denen gehen und denen sich die anderen haben müssen reiben. Und siehe da, a beinmal haben sich auch LSAP a gering bewegt. Und zwar ob uns durch. A beinmal wird die vom Kotisationsplafond kein Tabu mehr. A beinmal haben die Parteien, die für rund 10 Jahre lang unter Murcht waren, auch fand, dass die Mindestpension zu niedrig wäre, an denen sie strukturell hegen müsst. Damit haben wir es fertig gebracht, dass aus einer am Anfang rein defensiv gefeuerter Debatte ein Ginn ist, wo beinmal auch Platz für sozialen Fortschritt war, wo ihr soziale Fortschritt nicht denken kommt. Den Raum haben wir abgemäht. An der Pensionsdebatte haben wir fertig gebracht, den öffentlichen Diskurs an uns Richtung zu verschieben. Und dadurch haben wir ein gesellschaftliches Kräfteverhältnis geschafft, was dem Friede sein Wahnwitz an der Form unmöglich gemacht wird. An Frage von der finanziellen Aufsicherung am Alter ist eng, die uns wahrscheinlich auch an die nächsten Wahlen wird begegnen. Und ich kann euch sagen, wir sind gut abgestellt, wir werden weiter darunter schaffen und auch darunter schaffen, die Ideen verstärkt und noch besser den Leuten zu vermitteln. Zwei andere wichtige Stile vom Friedesinger reaktionärer Agenda konnte man ganz stoppen, gemäß unserem Motto Stopp den Frieden. Erstens, Gewerkschaften behalten hier das Exklusivrecht, Kollektivverträge zu verhandeln. Friedenregierung hat die Frontalkonfrontation gesicht und sie hat sie verloren. Gewerkschaften haben ihre Mobilisierungsfähigkeit bewiesen, als sie in Haut so stark wie lange nicht mehr. Und das ist wichtig, eine gute Sache. Aber auch die Liberticide-Agenda vom Law and Order Leo Gloden hat den Widerstand von der Zivilgesellschaft nicht überlebt. Sein Propos für das Demonstrationrecht anzuschränken, sind definitiv vom Tisch. Auch das ist Teil von dem, was wir zusammen mit den Gewerkschaften und mit der Zivilgesellschaft erreicht haben. Wir sollen uns aber nicht täuschen. Auch wenn die Regierung hat müssen durch den Druck 2 Gänge zurückschalten, so sind die Attacken weiter da. Auch am Gesundheitssystem, wo es zwar noch nicht zu einer groß ungelöschter Privatisierung kommt, mit Gesetz über Doktorgesellschaften kann aber weiterhin ein ganz gefährliches trojanisches Pferd sein. Wenn nie begreift die Regierung endlich, dass man nicht mehr privaten Profit an der Gesundheit brauchen, mehr eine stark öffentlich-medizinische Versorgung. Alles anders als wie Operationen und gesunde Kreuzbänder. Kolleginnen und Kollegen, das ist die menschliche Erbig, die Werte schafft. Materieller und immaterieller. Und das genau da, und das wissen wir, wo der Klassekampf stattfindet. An der Ausbeutung von der menschlichen Erbig. Dafür bleibt für uns ein felsenfestes Prinzip, dass der Mensch auch ehrbar von seiner Erbig leben können muss. Und dafür brauchen wir eine strukturelle Erhöhung vom Mindestlohn, weil genau die nicht garantiert ist. Und du brauchst kein Eis mit raschen Tricksereien zu kommen, wie das Regierung. Und noch heute sind wir, beinmal, noch 10 Jahre Regierungsverantwortung, fängt beinmal auch an LSAP an die Gring sich ob uns durchzubewegen, an die Richtung von einer struktureller Erhöhung vom Mindestlohn. Wir müssen wissen, dass es nicht nur um den Lohn geht, nur um die Arbeitskonditionen. Und dafür haben wir an Zusammenarbeit mit der Salariatskammer eine Proposition de loi über die Plattformarbeit ausgeschafft. Da wisst die Arbeit, die heute komplett unreglementiert pendant ist zur Tagelöhnerei aus dem 19. Jahrhundert.
an die drittgrößte Komponent von der Arbeit das Zeit, der Zeit. Und auch heute will Patronat an hier Bauchredner Pop, die Regierung, weiter Flexibilisierung. Und Leute, die Schaffe sollen ihnen zu quasi all Moment zur Verfügung stehen, an unbezahlten Überstunden drumme, wann alles lebt. Das wird eng von den großen Herausforderungen, so nerget, die ob Eis an den nächsten Moment wird durchkommen, sowohl an der Chamber wie auch auf der Straße, aber man sollte uns dafür präparieren. Weil man bräuchte am Anfang genau die Gegenteil. Man bräuchte raus aus dem Hamsterrad, an den organisiert schrittweise Aufsätze von der Arbeitszeit, an einer Welt, die durch den Klimawandel und Biodiversitätsverlust als Existenzgrundlagen inner de Face wäscht sehen. Genau du winkst, schaffe mehr auch uneiser ökosozialistischer Ausrichtung Führung. An die hört viel Dimensionen. Auch die, dass Salarien besser geschützt muss gehen, führenden Auswirkungen vom Klimawandel, wie zum Beispiel Kanikülen. Aber mit dieser Motion zur Unerkennung von Berufskrankheiten haben wir genau das gemäht, gewiesen, dass Arbeit und Umwelt zwei Seiten von derselben Medaille sind. Und auch hier konnte man am Parlament Majoritäten dafür gewinnen. Auch das ist ein kleines Succès, den den Betroffenen aber ganz konkret hilft. Ähnliches wird bei der Initiative am Moment an der Chamber diskutiert, was den Umgang mit Ewigkeitschemikalien wie PFAS angeht. Und noch an einem anderen wichtigen Dossier sind wir zu einem Motto an der Chamber gehen. Stichwort Logement. Ich will nicht auf alle Initiativen von David abgehen. Auch weil Herr Noden Gary nach mehr im Detail über das schwätzt, was wir nach Wille sind. Aber auch hier merkt den, löse aber sicher, setzt sich an der Gesellschaft an, sogar an der Majorität der Kenntnis durch, dass als Solutionen die einzig sinnvoll sind. Just, die Regierung mischt nicht. Sie versieht auf kompletter Linie, weil sie dezidiert hat, Politik zu machen von den Promoteuren, den Großgrundbesitzer an den Banken. Mit immer mehr desaströse Konsequenzen. Es wird heute sogar noch Männer gebaut wie vor 5 Jahren. Aber wir haben auch 4000 Bauarbeiter sind zu Lützeburg verloren gegangen. Und die Lesungen sind da. Investitionen in öffentlichen Wohnungsbau, Altbausanierungsprogramme, Loyers-Deckel, Leerstandsbesteuerung etc. etc. Es hat sich aber trotzdem etwas geändert. Als Ideen, die vielleicht nach 5, 6 Jahren belächelt sind, sind entretemps am Mittelpunkt von der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und auch das sind Früchte von unserer jahrelanger Arbeit. Denn David, habe ich mir so Lust, wird noch nach kurz Stellung holen zur Steuerpolitik, man sieht ja hier an der Gemeinde vom Gilles Roth. Den David wird ihm den Haut apparemment Geburtstag hat, wahrscheinlich ein kleines Ständchen sagen. Wir haben auch manchmal an dem letzten Jahr eine andere Dimension auch von parlamentarischer Arbeit angegriffen, weil wir festgestellt haben, dass auch an den öffentlichen Verwaltungen ganz vieles schief läuft. An öffentlichen Administrationen, an Etablissements publiken. Und sowohl David wie auch ich haben nicht losgelöst. David lässt nicht los, was Duni angeht, was Machtmissbrauch, toxisch Arbeitsklima angeht. Und ich habe nicht losgelöst, was den CNA angeht. Und mehr gehen als die Link woher geholt, die Täterreihe von den Leuten vertreten. Sonst geben die Leute nicht an uns rumtreten. Und wir setzen hier Interessen durch. Auch das ist etwas, wo wir manchmal verstärkt weiterkommen sind, aber als die Kredibilität gibt, für dass wir den sozialen Fortschritt wirklich organisieren können. Ja, und zu den Succesen gehört auch Proposition für eine Avortement-Verfassung anzuschreiben. An einen Kontext, wo weltweit Rechte von Frauen zurückgedrängt gehen, wo, wie man für Druck festgestellt hat, ein Gefühl nicht lasst, dass ein chauvinistisch-faschistischen Tsunami über die Welt rollt, haben wir es fertig gebracht, an dem so konservative Lützeburg fortschrittlich
Majoritäten zu finden. Und fertig ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, was Hoffnung mischt, hier bei uns an der Welt. Aber wenn überall auf der Welt immer mehr stark demokratischer Sozialrechte aufgebaut gehen, haben wir mit dieser Änderung als Demokratie gestärkt. Wir haben sie resilient gemacht gegen den Feind verbannen. Oder für das Motivierter von Menschenrechtsaktivist Frank Wies zu sagen, das ist die Wehrhaftigkeit von unserer Demokratie. Viel mehr wie Milliarden, die wir am Militär stierchen. Muss ihn zur Komplettheit aber sagen, dass es nicht die erste Kehr ist, dass es gelungen ist, Abfluss auf die Verfassung zu holen. Den Artikel 31 über die informationelle Selbstbestimmung geht nämlich ohne die Link auch nicht gehen. Und etwa für uns 12 Jahre an der Debatte rund um die Großverfassungsrevision, wo die Justin Turpel die Proposition gemäht hat, der Serge mit an die Institutionenkommission geholt, aber wir haben nicht fertig gebracht, dass das auch an uns Verfassung angeschrieben wird. Da sieht, dass Souveränität über seine eigenen Donnerien eine fundamentale Herausforderung vom 21. Jahrhundert ist. Aber gesehen, dass Selbstbestimmung über Daten und Selbstbestimmung über seinen eigenen Körper Elemente von dem Sozialismus sind, wie wir als den sozialen Fortschritt vorstellen, nämlich die Emanzipation vom Mensch, Selbstbestimmung vom Mensch. Kolleginnen und Kollegen, als Lenkung als an letzten 2 Jahren zu einem Motto von der Opposition entwickelt. Wir sind eng seriös zu holend politisch Kraft gehen, die gesellschaftliche Allianzen und Kräfteverhältnisse herstellen kann. Wir sind zu einer Kraft gehen, die Abfluss holen und verändern kann. Eine Kraft, die Alternativen entwickelt und rassembleiert. Seit unserem letzten Kongress sind es 3 große Manifen hier am Land gehen, die Tausenden von Leuten auf die Straße gebracht haben. Die grosse Gewerkschaftsmanif vom 21. Juni, die wir schon ein paar Mal geschwärzt haben. Palästina-Manif für die Anerkennung vom Staat Palästina. Und für ein paar Wochen Marsch Feminist. Bei allen 3 waren es uns Sujets und uns Leute, die diese 4 Wäsche mitgedrohen haben, ja zum Teil mit organisiert haben. Hier drohen wir auch an die Institutionen und entwickeln uns zu einem Magnet, den genau den Ursprung hat, nämlich Gesellschaft zu verändern. Das ist unsere Strategie. Widerstand organisieren, Alternativen entwickeln und glaubhaft vermitteln, für eine transformatorische Kraft zu sein. An andere Wörter, unsere Strategie besteht darin, dass wir einen Gebrauchswert für die Leute tun. Die Leute brauchen die Link. Merci. Ja, merci vielmals. Den Marc Baumer ist hier schon drüber gegangen. Kurz, wir sind hier an einer Gemeinde zu Mama für die erste Kehr für den Kongress. Und Mama ist unter anderem ein bisschen dafür bekannt, aber dass den ehemaligen langjährigen Bürgermeister von dieser Gemeinde, den aktuellen Finanzminister Gilles Roth, als Mama ist auch dafür bekannt, für eine von den Gemeinden zu sein zu Lützelburg, die größte Schuld abzuweisen hat. Wird schon oft gesagt, dann für was wahrscheinlich auch, dass sie okay Spezialist von der Mama Gemeindepolitik. Ich habe mir so gelöst, dass er doch mal dazu dienen hat, dass den Heinz da auch einen Bürgermeister hat, den nicht unbedingt auf die Depensen von einer oder auf das Budget von einer Gemeinde aufpasst, einfach größer Projekte möchte für seine persönliche Glorie, um sich ja auch ein bisschen weiterzubringen, um sich öffentlich Gelder benutzt, für die politische Karriere weiterzutreiben. Und das scheint sich Prinzip zu sein beim Gilles Roth, weil wir gesehen haben, dass auch Niveau, um nationalen Niveau, wohin als Finanzminister
die wisset schon, das schon groß angekündigt, eine ganz große Steuerreform möchte, wo jeder anscheinend soll gut wegkommen. Eine Steuerreform, natürlich eine Steuererleichterung für die Stadt, wo ich kann noch so, ja, für was nicht, bei gewissen Leuten auch an den untersten Mittelschichten und so weiter entlastet gehen, für was nicht, aber das ist natürlich auch ein Trick, weil es daran besteht, aber da wenn die Steuerreform die Wert aber N pro Jahr 900 Millionen Euro kosten, 900 Millionen Euro all Jahr als Männer an der Staatskäse, die nicht kompensiert gehen durch andere Resetten, die in kein sicher gehen beim Kapital. Das heißt 900 Millionen Euro, die den Finanzminister de Gilles Roth versicht auszugehen, für sich seine persönlichen Ambitionen, weil wir wissen, dass der Premierminister ins B, falls dem Luc Frieden etwas gegen geschehen, auf jeden Fall schaffen darüber, und sich benutzten öffentliche Steuergelder en masse für seine eigene politische Karriere weiterzutreiben und natürlich auch für CSV. Das ist typisch CSV, am Platz dem Staat zu bedingen sie sich beim Staat, da tun wir ganz lang kann die Jahrzehnten an das könnt dabei kommen noch nach an das auch schon gesagt gehen für Grund von Mengen Vierrednerinnen und Vierredner, dass Militärausgaben ganz hoch an Flucht stoßen über 1 Milliarde am Budget von diesem Jahr und geht weiter. Madame Backes will weiterhin auch nach seinen militärischen Ambitionen für Lützeburg auf Trab bringen. Das sind alles Sachen, die werden fehlen an Kicht auf der Kuch, das die, dass der Gilles Roth auch will es wird, für das nächste Jahr Betriebssteuer um 1% draufzusetzen. Weil er meint, dass seinem Kap, das Trickle-Down, das wäre eine antizyklische Politik, weil das die erste Kehr, wenn das hier nicht, dass Betrieber Benefice hat, Kapital, man nach Steuerbezogen, das wäre antizyklisch, eine richtig antizyklische Politik, das wäre zum Beispiel den Mindestlohn gut an die Luft zu treiben. Und das wäre auch öffentliche Ausgaben, die nützlich sind, Europa zu schrauben. Was sie nicht werden machen, weil sie gesehen, dass sie all diese ausgehen, an der Los die Zirkuläre rauskommt vom Finanzminister, den all Minister erklärt, hey, lo muss man vielleicht ein bisschen mehr loströppeln, an Männer öffentliche Ausgaben, da wo es möglich ist, zu machen. Los, kommen wir lo an der Austerität. Und wir hatten schon die Debatte auch nach vor kurzem, weil sie aus der Uni offiziell erklärt, bei der Kooperationsdebatte zum Beispiel, wo den Xavier Bettel versicht auch Lodo Spuren zu gehen, die 60 Millionen Euro zum Beispiel Kooperation, da das ja einfach, weil man da so Spuren gehen, die uns nicht direkt, wie soll ich sagen, so betreffen. Das sind die Tricker, die lo am Gange sind, sich en Platz zu setzen. Und das ist eine Austeritätspolitik. Sie so eine Austeritätspolitik, als das, wenn nicht an die sozialen Ausgaben ausgeht. Aber Austeritätspolitik, das ist auch, wenn öffentliche Depensen raufdrückt, öffentliche Services aufschafft. Wir hatten das letzte Jahr, oder öffentliche Services schwächt. Das letzte Jahr hatten wir den 28. Juni Stopp den Frieden gerufen. Wir werden weiterhin Stopp den Frieden rufen. Aber ich meine, wir müssen auch aufwecken, Stopp den Rot zu rufen. Merci. Liebe Kameruner und Kamerunen, das ist schon eine absolut idiotische Zeit, an der wir uns befinden. Wir erleben gerade eine gigantische Preisexplosion, und das durch einen illegalen Krieg. Wir sind mitten in einer Logementskrise, die mehr und mehr Junker in Deutschland zwingt, die mehr und mehr Menschen in Armut trägt. Wir leben in einer Zeit, wo die Arbeiterinnen mehr und mehr Belastungen ausgesetzt sind. Und als Regierung, die guckt einfach nur. Die zeigt mit den Schülerinnen vis-à-vis von den Problemen hier im Land. Wir alle Gute gehen einfach scheiße gedoen und müssen uns all Tag den Arsch abrappen, während die den Frick haben, noch mehr Frick und noch mehr Hilfe kriegen. Wie soll schaffen sich da lohnen, wenn unser Salär mal nicht durchgeht, für sich ein Leben zu Lützeburg aufbauen zu lassen? Es müsste doch eigentlich die Aufgabe vom Staat sein, die Arbeiterinnen hier im Land zu entlasten. Wir wen tatsächlich entlastet wird, das sind die mit den grossen Portemonnaien, durch Steuerkarten und eine komplett asoziale Politik auf Favor von den grossen Betrieben. Es gouf heute schon mehrmals erwähnt, was letztes Jahr durchgezogen gouf. Die Arbeiterinnen am Kommerz, die noch nach Sondes müssen schaffen,
an der Mutter auch dir groß abgemacht gehen, für aus dem Sonden ein normales Schaffdach zu machen. Und Großpatronat, das freut sich natürlich drauf. Wir sollen mehr schaffen, mehr leisten, als Feiertag an unser Salär sollen wir dann auch noch abgehen. Die kapitalistische Aasgeier werden just drauf, sich auf uns agieren können zu stürzen. Es geht nämlich gefehlt nicht los, dass die Groß an die Reis, als alle Guten als faul Sack ugesehen. Und das just, weil wir nur einem 8-Stunden-Tag, nur 2 Stunden am Trafik, nur kochen, nur im Haushalt, einfach mal kurz 5 Minuten auf der Kuschwelle rasten. Dabei gibt es aber einen klaren Aussatz, für die Arbeitnehmerinnen hier am Land zu entlasten, für ihnen eine Freiheit zurückzugeben. Ein System, das auch an seinen Erfolgen am Ausland gewiesen wird, das, liebe Kameraden und Kameraden, das ist die 200-Stunden-Woche. Dommer entlascht mir die für un lauter Arbeit der Stress nicht mehr zurückkommen. Dommer erlauben wir jidverengem 8 zusätzliche Stunden pro Woche an dat bei vollem Lohnausgleich. Ihr steht frei, mit den Stunden zu machen, was ihr wollt. Ob an de Kino, an de Café, an de Restaurant, an de Geschäfte. Es kann ihn sich auch an seinen eigenen Verein engagieren oder eben just Zeit mit der Familie, mit den Kindern verbringen. Das ist eine richtige Freiheit und nicht die Sonden dafür zu opfern. An Studie weise klar, dass Männer schaffen eine bessere Gesundheit bedeutet. Mit mehr Zeit für Aktivitäten, für Menschen, die uns glücklich machen. Aber wenn wir glücklich und zufrieden sind, wenn wir mehr gesund sind, dann sind wir auch tatsächlich mehr produktiv. An eng 200-Stunden-Woche ist natürlich auch nützlich, für die Care-Arbeit besser zu verteilen, für das wir Männer mehr am Haushalt, mehr an der Kinderbetreuung können engagieren. Weil für was müssen wir überhaupt zwischen Kinder und Arbeit entscheiden? Für was müssen wir überhaupt bis an Pension werden, für endlichere Zeit für uns zu haben? Wohl wissen, dass eben nicht Schiedvereine, die überhaupt so weit packt. 40 Stunden an mehr pro Woche, und das über 40 Jahre lang oder sogar noch mehr für ganz viele Junker, für den Not aber zu riskieren, mit nichts zu stehen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das war es noch nie und das ist heute noch viel Männer. Liebe Kameradinnen und Kameraden, für was sollen wir weiterhin finanzieren, dass Reiche rund um die Welt fliehen, während wir knapp Zeit tun für uns und unsere Familie? Am Platz für die Reichen zu schaffen, gibt es Zeit für uns zu schaffen, für uns etwas Gutes zu gehen. Mehr die 200-Stunden-Woche allein geht nicht durch. Der Loyer muss gedeckelt gehen, und wir brauchen endlich Wohnraum, den den Numm abordabel verdient. Wir brauchen Wohnungen für den Arbeiter und die Arbeiterin mit einem Preis, den sich auch ein normalen Arbeiter, eine normale Arbeiterin auch leisten kann. Ein mehr gerecht Lützeburg ist möglich, liebe Kameradinnen und Kameraden. Das ist unsere Aufgabe als Lenkkraft. Und du organisieren wir zusammen den sozialen Fortschritt, heute und all Tag danach. Vielmals merci. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe vom öffentlichen Transport. Und noch die heute am Auto kommen sind, weil der Bus nicht gefahren ist. Wir schwätzen heute über das Sujet, den zurzeit am Süden nicht nur eine Frage von Mobilität ist, mehr eine Frage von sozialer Gerechtigkeit, den öffentlichen Transport und da besonders den TIS. Lasst mich direkt klar sein, wir bei die Link haben nicht geschlafen. Zusammen mit der jungen Link haben wir eine Tribune Libre gemacht, wir haben ein Video publiziert über die Aufschaffen vom Nutzbus am Süden. Eine Decision, die für viele Leute ist, du kannst rausgehen, mehr heimkommen, bonne Chance. Und als Gemengeräte am Süden, die haben immer nicht interveniert, gefroht, gedrückt, weil wir wissen, Mobilität ist kein Luxusfroh, das ist ein Basisrecht. Und trotzdem, was haben wir gekriegt? Eine Politik, die sich an der Zule verstopft, Kilometerspuren, Materialspuren, und am Endeffekt Leute stehen lassen und haben den Privatsektor zu am Kamion liefern. Ne?
Das ist kein Transportkonzept, das ist eine Privatisierungsstrategie. Hallo, ein kleiner Klammer auf für als Kollege von der Piratenpartei. Sie stellen gerne Kästchen parlamentär zum Thema TIS. Ganz viele sogar. Hier uns da so viel, dass diese fragt, gibt es da einen Bonus pro Frau? Oder gibt es einen Bon für an den McDonalds? Aber das Problem ist, wenn die Frauen schlecht recherchiert sind, wenn Fakten fehlen, dann schürt das dem Ruf vom öffentlichen Transport mehr wie es hilft. Ich sage nicht einmal so. Ein Pirat hat noch nie einen Schatz mit einem Busfund oder Gesicht. Vielleicht wäre es besser, sie geben immer mit Schiffer fahren, da kennen sie sich aus. Melomo leierlich. So ich mein Vor dem verloren. Ja. Melomo leierlich. Die eigentlich Heldinnen an diesem System sind nicht Direktionen, nicht Ministern, das Personal am öffentlichen Transport. Und du siehst mir eine Situation, die immer mehr absurd wird. Innerbesetzung, lange Zeiten, schwere Arbeitskonditionen, an ein Congé, den unmöglich zu holen ist. Die Leute, die hier arbeiten, haben ein futisches System umlaufen und trotzdem diese behandelt, wie was ersetzbar wären. Und das Beste oder echt das Schlimmste, die Situation ist also so schlecht, dass verschiedene sich Hoffnung machen, ob eine Verbesserung durch die Überholung vom Minister und Transformation an das Handicap mixt. Ja, genau, die Minister von einer CSV-DP-Koalition, die es fertiggebracht hat, 28.000 Leute auf die Straße zu bringen, für gegen die sozialfreundliche Politik zu protestieren. Wenn die Hoffnung eine Regierung ist, die schon die Leute auf die Barrikade gebracht hat, da weißt du, wie die mal gefallen sind. Wir bei den Linken sagen, es geht doch anders. Wir wollen einen starken öffentlichen Transport am Süden, ein Offer, die sich an die Leute orientiert und nicht an Excel-Tabellen. An Arbeitskonditionen, die Respekt weisen. Weil aktuell ist es so, sie spuren um Bus und die Leute bezahlen mit ihrer Zeit, ihren Nerven und ihrem Alltag. Ah ja, wir wollen nicht es da abzuhalten. Weitere Aktionen sind an der Präparation. Wir werden das Sujet auf die Straße drohen, an die Gemengen, an die Chamber, überall da, wo gehört muss gehen. Zum Schluss, das ist kein Thema für ein paar Spezialisten. Ne? Das geht uns alle an. Ich rufe in Ihr Job, engagiert euch, macht mit bei unseren Aktionen, schwätzt mit den Leuten, macht Druck. Bürger verdienen es besser, an den öffentlichen Transport auch. Merci. Zuerst goufe Rezensionen präsentiert, wo denen bald 10% von den Wohnungen an Häusern an der Gemeinde Eidel stehen. Das muss ich sich mal vorstellen. 10%. Das entspricht ungefähr dem Leerstandstor von Mittelsachsen an Ostdeutschland. Mit dem großen Unterschied, dass Mittelsachsen Einwohner verliert, auch keine Wohnungsnot wie bei uns zuerst oder hier am ganzen Land besteht. 2024 Stunden an der Ascher Gemeinde über 400 steht, ob der Warteliste für eine abordable Mietwohnung. Wenn wir also eine gesunde Leerstandstor von 2-3% erreichen, da hätten wir mehr Wohnungen wie Leute auf der Warteliste. Mehr am Platz muss mir alldach dem dümmsten, sinnlosesten Treiben vom kapitalistischen System nur gucken. Spekulanten kriegen den Hals nicht voll, während andere Leute an zig lange Wohnungen zusammen gepfercht gehen. Und Gemeinde responsabel an den Staat machen es so, wie wenn es da keinen Zusammenhang gibt zwischen Tieren Eidelstunde Gebeier an der Wohnungsnot. Mehr als die Link, wir lassen uns nicht durch Bürokratie von den Interessen von Großgrundbesitzer lähmen. Und zuerst haben wir schon gewissen, dass als Forderungen auch Fristen drohen. Die Leerstandstax geht ob als Initiativ endlich überschafft, nur dem sie jahrelang nicht angezogen wird. Wir haben auch auf Einzelfälle hingewiesen, wo Wohnungen vom Staat oder von der Gemeinde seit geraumer Zeit eidel stehen. An Antrag geschieht Abriss. Heiser geht verlohnt, a Konzepte für die Renovation gehen ausgeschafft. Aber wir müssen weitergehen. Nicht nur zuerst, mehr auch landesweit. Leerstand muss sichtbar gemacht gehen, chiffriert gehen. An Profiteure muss nun Käse gerufen gehen. An endlich Hirndeel zur Gesellschaft beitragen. Landesweit müssen Eidelstundenwohnungen konsequent besteuert gehen. An den Wohnraum muss verfügbar gemacht gehen. Weil wie sich durch Leerstand und Spekulation gegen den Antirepublik stellt,
den muss am Zweifel verpflichtet gehen. An ihn muss ihn den Investisseuren und Promoteuren losen. Ihnen ist wirklich ein genialen Coup gelungen, an dem sie der Gesellschaft vermittelt haben, dass Leerstand und Spekulation natürlich ein unvermeidbar Phänomen wären. Mir gerade gesehen, die Leute haben es genug bei das liegen. Und zusammen können wir gegen andere Gemengen an einem nationalen Niveau gegen das liegen vorgehen. Merci. Thomas, wir sind die zwei neu gewählte Co-Sprecher von der Jungling, von dem Kongress für einen Monat. Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, ich schwätze heute an dem Namen von der Junglinken. Wie ihr seht, machen wir bald ein Drittel von diesem Kongress aus, also wir bald die ganzen Durchschnitt 4. Wir wissen, lehren uns als Asian selber organisierte Strukturen aufzubauen. Kurz, wir versuchen, den Movement zu machen, von dem wir immer schwätzen. Ich meine, die Linke und immer eine Balance müssen haben zwischen Parlamentarismus und dem Movement. Wir haben die Chance, heute das auszuleben, radikal zu sein und weiter zu versichern. Und übrigens muss man auch die Linke merci sagen, dass wir das machen können. Wir hoffen, dass wir gepackt haben, endlich eine stabile Basis aufzubauen. Auch in anderen, wenn es äußerliche politische Faktoren, aber auch, weil wir zusammen ein Ziel verfolgen. Ich beschreibe das gerne mit dem utopischen Wunsch, dass ein gutes Leben für jeden möglich ist und dass wir das realisieren können. Dafür brauchen wir Menschen. Dafür brauchen wir eine stabile Grundhaltung, die nicht zu kompromittieren ist. Dafür brauchen wir den Freiraum für antikapitalistische Lebensarten überhaupt mal auszuschaffen. Das ist an meinen Augen eine große Herausforderung, die wir noch haben. An der aktuellen Realität zu leben und zu überleben und darüber hinaus diese neue Lebensform zu üben, das heißt also queer-feministisch zu sein, antikapitalistisch zu sein, nicht rassistisch und nicht kolonial an unserer Spruch wie an unseren Handlungen zu sein und im Endeffekt eben Ökosozialismus ein bisschen minut zu kommen. Das ist als Ziel und dabei als Solidarität ein Hauptkehr, wie auch eben den Hauptwerte von einer linken Lebenswelt. Die international wie auch die lokal. Mir nicht nur Solidarität mit Menschen, mir auch mit dieser Umwelt ist wichtig. Als Basis überhaupt mal aufzubauen, für das wir können die Lebensart ausleben. An einer Umwelt gut leben zu können. Als Beispiel, und ich heute mal am Radio her, und das heute 40 stehe ich hier aus einem Supergau von Tschernobyl. Und wir müssen in Zukunft weiter gucken, dass wir die Umwelt weiter behalten. Und das ist auch eben als großen Ziel an den sozialen hier. Und da will man hin. Und dafür kämpfen wir immer weiter. Die Leute handlungsfähig machen, weil wir sind am Endeffekt Zivilgesellschaft und wir machen am Endeffekt die Widerstand. Und dafür sind wir da, die Jungling. Merci alles, liebe Kameraden und liebe Kameradinnen. Dolly soll ugeschwert, wo wir hin sollen. Ich ging gerne ein bisschen darüber schwätzen, wo wir kommen sind. Ich habe leider nicht vorbereitet, weil eine kleine Miscommunication gab. Also ich schweiße ein bisschen, mir das geht aber noch. Also das Smile hat schon ein bisschen ugeschwert, wo hier während der Pandemie das Iteration für Jungling gestartet wird. Ich bin noch nicht so lange dabei, ich bin für 2,5 Jahre bei Jungling beigetreten. Und Demos sitzen wir zu 4, 5 Leuten, Demos am Streik oder am Petrus. Für 2 Wochen sitzen wir zu 20 an einer Reunion. Und ich denke, das weiß, dass wir und ich denke, das weiß nicht just, also nicht nur just, was wir gut Arbeit machen, aber auch, dass es politisch nötig ist für junge Leute, eine Linkspolitik zu Lützburg zu haben. Als Members, die noch immer mehr jung, wir können schon mal eine Jungling-Sektion anfangen. Wir kriegen immer mehr Schüler bei, die noch am Lycée sind, was doch mega gut für uns ist, weil wir haben noch Leute, die
wenn wir in der Periode mit do sehen, 500 Jahre muss man so optreten, braucht man Leute, die als Arbeit noch weiterfeiern. Und ich denke, wir sind einen guten Weg, das hinzukriegen. Ich wollte noch ein paar Leute merci sagen, die seit der Gründung von das Version für Jung dabei waren und noch mitgeholfen haben. Und da mal erstens mal der Smile, die schon vor 4 Jahren dabei war, Mara Martins, Dan Müller, die auch schon seit Jahren lang hier kämpfen, für das wir eine ordentliche Jugendsektion haben. Und dann noch natürlich Donna Martins, die noch nicht hier ist, mir aber ganz viel Arbeit gemacht hat, für das die Jung Link nicht ist, was es soll sein. Und natürlich auch merci und die Link und die Leute, die uns helfen und Donna, die sich ganz gerne Tochter von Jung Link nennt. Und, ich denke noch ganz, dass wir da auch hinkriegen, offiziellen Statuten. Und natürlich auch merci und Membern, die uns immer so unterstützen, und als Allmembern und den Alain Sertic und den Claude Simon, wo uns immer helfen, wenn wir bei verschiedenen Themen Hilfe brauchen. Und ja, ich will einfach jedem pardon, ich habe mal vergessen. Also Papa von der Junglink, den André Marquez, also alle Sprecher, den natürlich auch Sprecher von der Mauerpartei ist, den ist auch eigentlich abgetreten. Und er möchte ein ganz gut Arbeit. Und ich hoffe, der Chaos bei Junglink und noch ein bisschen beibringt, wie man Chaos bei der Mauerpartei schaffen soll. Und ich so Lechkeier und auf der Summer-Uni, ich habe mich ein bisschen verschwert, ich so an der Pujos in der Macht, an den David nicht mehr da. Natürlich hoffe ich, dass sie so lange dabei sind, wie es geht. Wir sind die Zukunft von der Partei. Und ich hoffe, dass ihr auch noch einmal unterstützt, auch von mir Heinz so als eine radikale Blödsinn weitermachen. Wir sind halt nicht mit Jugendsaktion von der von der Link, wir sind noch die radikale Sektion. Und ich meine, was wir machen, das ist ganz nötig heute zu Lützeburg, weil es fehlt einfach gewisse Leute, wie kann ich das gerne so, wo Militanten, viele Militanten, viele Leute, die Kühen haben, für gegen die Regierung zu gehen, und nicht nur in der Chambre, mehr auf die Straße. Auch, ja, ich will euch da merci und schöne Kongress. Ich meine, wir haben die Morgen schon ein paar Mal hören und ich meine, wir wissen und spüren das auch hier am Saal, dass wir in einem wichtigen politischen Moment sind. Teilweise kriegt ein Gefühl, dass wir nicht mehr nach vor politischem Chaos umgehen sind. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch Hoffnungsschimmer, auch hier im Raum, aber auch mehr generell. Die Jugend repolitisiert sich, und ganz viele Junker wünschen sich eine solidarische und auch eine linke Zukunft. Und darin befanden sich vor allem auch Jungfrauen. Wir spüren das Momentum aber nicht nur von außen, sondern auch intern. Als Organisation, als Bewegung und als Partei verändert sich. Und das ist das, was die Resolution organisierte Progress sozial spiegeln soll. Wir haben mit der Resolution bewusst auf ein Neid und auf ein anderes Format gesagt, für das Hoffnung an den Fortschritt als Organisation deutlich zu machen. Lass mich kurz auf ein paar Kernthemen eingehen, die wir mit dieser Resolution setzen sollten. Für den Hintergrund von globalen und lokalen Krisen scheint es heute so, wie wenn einem den Dach über dem Kopf zusammenbricht. Wir Linker sind mehr durch eine Problematik von der Krisen an ihren Faktor zu analysieren. Und zu Recht beklagen wir die Misere, die Ungleichheiten über als Gesellschaft bringen. Wir können mehr wie klonen. Was uns an unserer politischen Arbeit von anderen unterscheidet, was eine Linkbewegung am Kern charakterisiert, ist, dass wir eine Vision haben. Wir wissen, wie eine solidarische Zukunft kann aussehen. Also, wir haben eine konkrete Utopie. Aber wir haben auch die Mojanen für sie zu erreichen. Den Text, den der Haut 24 gesehen, legt den Fokus auf das positiv, visionär arbeiter Perspektiv. An dem wir diese Vision mehr stark an den Vordergrund stellen, können wir breit Massen begeistern, an eine gesellschaftliche Kraft bilden. Dazu gehört auch ganz wesentlich, dass wir uns selber begeistern. Wir müssen erkennen, als Vision, als Solidarität und Konvivialität intern verankern und stärken.
So wie wir an der letzten Main und unserer internen Organisation geschafft haben, müssen wir uns weiterhin Mojane gehen, für intern zu mobilisieren, den Austausch zu stärken und die Members an ihrer ganzen Diversität zu animieren. Durch als Members können wir als Lokalverankerung oder auch als Präsenz an den Betrieben beispielsweise stark machen. Für als Präsenz, als Vision und als politische Message klar zu kommunizieren, müssen wir uns thematisch fokussieren. Wir müssen die Themen aufgreifen, die die Leute am Alltag beschäftigen. Grundbedürfnisse als solchen müssen den Kompass von unserem politischen Handeln bilden. Heute des Tages beschäftigt das Logement beispielsweise Breitmassen. Von der Putzkraft bis zum allangerzählten Funktionär machen sich die Leute Sorgen, ob sie überhaupt nacheinander da fahren. Wir müssen wenigstens an den Sektionen, an den Quartieren gemeinsam mit als Nopeilen als logementspolitische Forderungen sichtbar machen. Überdem haben wir im letzten Jahr gesehen, dass sich eine breite Arbeiter-Solidarität entwickeln, an Straße füllen kann. Wir müssen und diese Solidarität uknüpfen. Wir müssen uns zum Ziel setzen, die schaffende Klasse an ihrer Diversität zu hören und anzusprechen. Die schaffende Leute stellen die gesellschaftliche Majorität durch. Ob Employeen, Independenten, am öffentlichen Dienst, an der Industrie, am Santé-Sektor oder an der Dienstleistung. Arbeiter-Solidarität hilft dabei für uns, Konflikte aus einer intersektionaler Perspektive zu betrachten. Als Members müssen auch an ihrer gewerkschaftlichen Praxis, mir auch an ihren anderen Kämpfen unterstützt gehen. Sie wird feministisch, ökologisch, queer oder anti-imperialistisch. Durch diesen Ansatz können wir aus unserer Bewegung, aus unseren Members und aus unseren politischen Forderungen eine unvermeidbar gesellschaftliche Kraft entwickeln. Aber wir können als Profil als Fürsorgepartei stärken. Zum Schluss will ich nach kurze Merci-Sohn und Lynn und Carol, die das Resolution maßgeblich mal ausgeschafft haben, genauso wie de Sean und den David. Und auch ein Merci und Nako für die konstruktiven Remarken. Bloß als mit dieser Resolution gemeinsam Weichenstellung für eine solidarische Zukunft, nur bannen an nur bausen. Merci. Merci, Tassi, guten Morgen alle gut. Wie ich vorbereitet habe, werde ich zu der Resolution sagen, der hat sich auch führen erschleuen. Wir gesagt, in Römer 6 Wort, die Krise vom Logement, und ich habe mich gefragt, ja, wir schwätzen sind da Jahrzehnte von einer Krise, am Anfang als eine Krise ja nicht, was so lange kann dauern und darf dauern. Aber gilt auch nicht irgendein Wort, ein Superlativ davon, dass ich das kann beschreiben kann. Es sind noch ein paar Sachen gestoßen. Ich meine, das ist vor allem ein Notstand, an dem wir dauerhaft sind, an dem noch nicht vom Himmel gefallen ist, mit dem Resultat das von politischen Decisionen, die geholt sind. Am Endeffekt irgendwo eine Volontät von denen, die andere drin haben, dass so ist, wie das. Es ist eine Krise beikommen, en effet, das ist die Baukrise, die das Ganze nach Zenterdems verschlimmert, Jahr für Jahr verschlimmert. Mit der ökonomischen Situation, die aufgrund vom Ukraine-Krieg entstanden sind und so weiter, dass Zinsen an die Blut gegangen sind, Preise aber ganz hoch geblieben sind, hat das weiter die Situation so aggraviert, dass dann einfach die Leute, die vielleicht viel drohen, irgendwie noch konnten sich etwas kaufen, sich auch nicht mehr können kaufen und auch auf den Lokationsmarché müssen gehen, was dann dazu führt, dass der Lokationsmarché nach einmal mehr angeheizt wird und dort Preise auch noch einmal ein gut Stück runtergehen. Das ist der Marché für die gemeint hätten, da wäre ein Marché, die funktionieren, auch an ihrem Schema funktioniert den nicht, immer Männer. Sowieso kann der Marché just, also ich weiß nicht, ob der noch eins so Gelegenheit hat, Monopoly zu spielen, ich muss leider eins zu Druck leben. Und das wirklich, können den wirklich immer mehr viel wie an einem Monopoly-Spiel. Und die Baukrise führt ja auch noch dazu, dass schon sind es just 10 Promoteuren, denen so viel gehört wie all den anderen Promoteuren. Und die dort Situation führt dazu, dass nicht mehr monopolisiert wird, ob die dort klein, also ob die wenig groß Promoteuren. Dafür zählen noch die ganzen Mesuren nicht für
Ackaufsprojekten, Programme zu machen, weil du gar kein Interesse daran, dass zu viel auf den Markt könnt. Die haben Interesse daran, dass sie irgendwelche Leute abgehen und sie noch mehr für sich können holen. Ein Monopol ist natürlich auch schon möglich, wenn es kein Gegenpol gibt. Gegenpol, das wäre die öffentliche Hand, das wäre bezahlbare Wohnungen. Und die sind so lächerlich marginal, dass es noch mehr unwahrscheinlich ist, wie auf Freiparken zu kommen. Eine Wohnung von einer Gemeinde oder vom Staat oder also vom Fonds du Logement, also ein HPM oder von irgendeiner SPL können unzulohnen. Was tut denn Claude Maïge am Endeffekt engem zum Beispiel dem Pizza so, die von der Uni könnt, und dann anfängt mit schaffen, den über 50% von seinem Salär muss ausgehen, für zu wohnen, und dann knappst irgendetwas über vielleicht bis zu 10 Jahre angespult kriegt, für sich mal ein Appartement zu kaufen, gar nicht zu schwätzen von anderen Zukunftsplänen wie Familie und so weiter. Und nach mehr, was tut das Regierung einem Joao zu so, den am Bausektor schafft, do gar nicht übrig schuld für zu Spuren von seinem Salär, den wie ganz viele andere Bauarbeiter im Moment forciert, das einfach zurück zu migrieren an das Land, an dem man auch als Kapazität für zu bauen, abzugehen. Oder an Hillen, wo 800 € von seinem Revis allmond für irgendeine Marot Flüchtlingsheim ausgeht, das vom ONA geriert wird, wo sie an einer ganz prekären Situation leben, wo wirklich Druck vom Staat gemacht wird, für nicht mehr rauszugehen aus dem Flüchtlingsheim, weil er schon das Statut hat, weil einen Platz will machen, weil er keinen anderen Platz geschaffen kriegt für die, die noch kommen, nach Werten kommen, bei all den Krieger, die diesen Kapitalismus produziert. Und nach dem Stress keine Möglichkeit hat, einen Spruch zu lernen oder eine Arbeit zu sichern und sich etwas aufzubauen hier im Land. Aber was hat die Regierung einem Anliegen zu sagen, was nur der Schädigung ohne Perspektive ist für sich, für seine Kinder, sich etwas können zu leisten, trotz einer festen Arbeit als Edukatrice kein Präkrit von einer Bank oder von den Banken, die Jahr für Jahr mehr krass Benefice machen, aber immer mehr vorsichtig gehen daran, irgendeine Prämien rauszugehen, weil es soll ja bei den normalen Leuten keine Risiken angehen, Risiken gibt möchte ja just bei den Promoteuren. Man ist schon die Risiko geholt, mit der Zeit zu spielen. Dafür kürzen wir ein bisschen auf und will einfach so, dass die dort Leute für sie als Superlativ von Krise, als Trauma, und das ist die Situation, mit der wir ganz viele Leute konfrontieren und immer mehr konfrontieren hier im Land. Und was hat die Regierung dort zu bieten, par rapport zu einer Krise, und der Krisen zu Lützeburg hat das Regierung just eine Resilienzstrategie zu bieten, weil Krisen selber und der Source, und das heißt radikal heißt Sachen und der Wurzel anzupacken, das hat das Regierung eben nicht zu bieten. Bon, mehr haben aber als die Linke ganz viel zu bieten und sind der Jahren und mehr die Lösungen zu bieten, die es braucht. Die Loyers-Deckel haben wir schon für Jahren auf den Instanzen wie brucht. Und das Regierung hat außer Etüden an Reunionen, Logementskommissionsreunionen zu verlieren, haben sie noch immer nicht abweisen, und sie werden noch das Legislatur nicht können bringen. Dafür das Resolution für eine neue Dynamik auch bei uns zu schaffen, eine Logementskampagne von einer 2.0 gebe ich so, wo man von denen Stärkten, die man bei anderen Kampagnen an den letzten 12 Monaten hatten, die anzusetzen, aber auch die Logementskampagnen, die wir schon hatten, zu gucken, was da gut funktioniert, was wir ernst wollen machen für all die Leute, die 70% von den Leuten im Land, die suchen, das ist das urgenteste Problem. Für all die zu erzählen, dass wir auch die Lösung haben auf das Problem. Wir haben eine Kampagne, die nach mehr militant von innen herab soll sehen, wir wollen nationale Kader bieten und dann aber all die Initiativen, die aus den Gemengen von den Militanten kommen, von unseren Membern kommen, so kadrieren und so
amplifiieren durch die Kampagne, dass wir spätestens bis die nächsten Wahlen die Menschen überzeugt und dass sie mehr die Lesungen bringen. Voilà, die Resolution 4 leiien den Opruf auch hier. Wir brauchen jeden an den Sektionen, alle Member für das Kampagne weiterzubringen. Der wird in den nächsten Wochen ganz konkret dazu abgerufen gehen. Meld euch bei uns, Leonie, Alice, beim Anna, beim Mer, beim Carol, all die, die am GT sind, schon bestimmt vergisst, David. Und dann organisieren wir das und ich invitiere euch da ganz stark, das Resolution so zu unterstützen. So nicht mehr. Live Kameraden, zum Glück nicht das richtig präpariert, also wir sind ein bisschen besser als wir tun. Also ich präsentiere hier schaut als Resolution für Young Link, wo es darum geht, dass wir als D-Link für gerecht Frieden ersetzen. Alltag sind wir neue Krieger, neue Massakern und neue Violationen vom internationalen Recht. Von der militärischen Eskalation gegen den Iran, über den Genozid von der palästinensischen Volk bis bei dem Krieg an der Ukraine. Gewalt am Sudan an die viel anderen Konflikte, über die nicht geschwärzt wird. Immer bezahlen Menschen den Preis für geopolitische und ökonomische Interessen. Das Resolution sieht klar, wir refusieren das Logik. Wir refusieren eine Weltordnung, an der das Leben von Menschen Männer wert ist, wie Macht, Profite und geopolitische Interessen. Die Linke sollen für einen gerechten Frieden stehen. Das ist nicht ein Frieden, den die Mächtig denkt, mehr ein Frieden, den auf Gerechtigkeit, auf Selbstbestimmung von den Völkern und auf Respekt vom internationalen Recht aufgebaut ist. Wir verurteilen klar die militärische Attacke von den USA an Israel gegen den Iran. Es war eine gefährliche Eskalation, die das Risiko von einem größeren regionalen Krieg verstärkt und alle diplomatischen Lösungen mehr schwer macht. Da sind wir ja mit den Verhandlungen, die nicht ganz gut laufen, wenn man das so dürfen. Mir sind noch klar, dass das internationale Recht nicht selektiv appliziert darf gehen. Es kann nicht sein, dass verschiedene Aggressionen verurteilt gehen, während bei anderen weggeguckt wird. Das Hypokrisie zerstört die Glaubwürdigkeit von den internationalen Institutionen. Und auch als Lützburg darum hat Verantwortung. Als globaler Finanzplatz ist als Land nicht neutral. Wir müssen dafür sorgen, dass kein finanzieller Stream indirekt Krieger, Unterdrückung oder Verstöße gegen Menschenrechte unterstützen. Und wir fordern dafür mehr Transparenz und mehr Kontrollen. Gleichzeitig brauchen wir auch eine unabhängige europäische Außenpolitik. Eine Politik, die auf Frieden, Kooperation und Diplomatie basiert und nicht auf planen Alignement mit den Großmächten. Agent der Krieg zu sein, heißt nicht, autoritäre Regime zu unterstützen. Da muss ganz klar gesagt gehen. Am Gegenteil, wir weisen als Solidarität mit den Völkern, die unter Unterdrückung und Gewalt leiden. Mit dem iranischen Volk, mit dem palästinensischen Volk, mit dem libanesischen Volk, mit dem Volk von der Ukraine und all anderen Opfer von Konflikten weltweit. Frieden geht nicht nur, muss ich noch sagen, Frieden geht nicht nur an Institutionen verteidigt, Frieden braucht auch gesellschaftlich und politisch Engagement. Es braucht Leute, die heute zusammen am Raum sitzen. Leute, die hier Stimmen erheben, Leute, die auf die Straße gehen, und Leute, die sich solidarisch organisieren und sich gegen die Normalisierung vom Krieg wehren. Dafür rufen wir dazu auf, diese Resolution zu unterstützen. Weil Frieden ist nicht nur den Absatz von Krieg, Frieden ist Präsenz von Gerechtigkeit. Wir suchen dafür als die Linke nicht zum Krieg, nicht zur Hypokrisie und ja zu einem gerechten Frieden. Merci an Free Palestine, Free Lebanon und nicht zum Krieg weltweit. Merci vielmals.